So Flight geschwoen as drum soweit Halloween steht 400 dir und ich hoffe just ihr das kein netterem Problem mat Geester oder mam Strom. Nee, alles das kontrolliert gehen. Und plus, seitdem das den Lück dem Geest gewiesen hört, was WoW aus. Alles Palatti. Ich freue mich schon richtig bei dieser weltberühmter Halloween-Episode dabei zu sein. Ja, aber sogar noch besser ist schon als selbst besucht, dass man die gruseligsten Episode ever können machen. Hast du also Tausch bei der IGN organisiert oder wie? Nee, besser. Schon als ein verfluchten Tape besucht. Das gibt euch sicher die richtige Inspiration. Was sind wir 1900 am Bulli, oder was? Wir haben nicht mal abgesehen, das noch zu spielen. Genau, wie sollen wir das? Wow, Dude! Wie ist ein Tape verschwunden? Muss wohl ein Einweg-Tape sein. Ja, was war das lo? Muss wohl dem Peter Molyneux ein neues Spiel gewesen sein. Nee, das war definitiv japanisch. Ich wette, das war ein Trailer für den Kojima sein neues Spiel. Also, ihr ist euch schon aufgefallen, dass der dort ein. Oh. Jo, heißt drauf? So, dir Vollidiote wisst ja, dass geschwind Halloween-Beiträge fertig sind. Ich will so, feier dich pronto. Gut, er hat verstanden. Jo. Wie war das, hallo? Das war Danilo. Okay. Er hat gerne Halloween-Beiträge für dich. Auf feier dich. An feier dich. Hört den sie dann nicht mehr all? Wie sollen wir auf feier dich? Oh. Jo, heißt drauf? Ah. Cool. Wir brauchen, wir können das 7 dich machen. Oh, immerhin hat man es da. Na dann, gebe ich so, dann gehen wir es 7 Tage im Rendezvous. Das ist genug zu dienen. Tipptopp. Wo stehst die Knallkapter los schon rum? Halt, nee, wisst ihr was? Das gönnt der Wert, sich drüber abzuregen. Ich will Dark Souls spielen. Also ich meine, Danilo wird richtig zufrieden sein. Oh, na doch besser bei den krassen Zeitlimiten, die neu sitzen. Wieso ist das hellere Mund? Die hast du immer über mal drehen. Das hat der Billy, den du rauskommt. Kennst du ihn? Willst du mir das machen, Mann? Ich weiß es. Das ist sicher ein Horrorfilm, das tun. Hast du schon etwas von Still Wakes the Deep hören? Et kein de Mengen, dass ich schon all Horror-Setting erlieft huet. Ein Kleinstaat verstoppt um die Felonie ausweh? Silent Hill. Ein Raumstation, in dem ich von einem perfekten Organismus gejot geht. Alien Isolation. Ein Staat an der Was, wo Junkie immer Superkräften angreifen? Bioshock. Für donner in unverbraucht Setting zu fahren, ist gut nicht so einfach. Aber genau da hat den Entwickler The Chinese Room gepackt. Am First-Person-Horrorspiel Still Wakes the Deep verschlägt es nämlich auf eine Burinsel an der Nordsee bei der Küste von Schottland. Ob das Spiel mehr zu bieten hat wie ein schauriges Setting, erzähle ich euch an diesem Beitrag. Die Story von Still Wakes the Deep ist einfach gehalten. Die spielte Cameron, Cass McLeary, ein Mann, der bei seiner Klapperei auf der Flucht von der Polizei ist. Für die Prison zu evitieren und zu verhindern, dass seine Frau seine neue Wohnung verlieren. Einen neuen Job fern der Heimat findet der Protagonist auf der Burinsel bei Radie. Alles scheint gut zu laufen, bis er schaffte Cass rausgeheult, weil ihn die ganze Sache mit der Polizei nie erwähnt hat. Weh bei den Helikopterfilmen passiert da, was passieren ist. Es gibt Geburt, wo nicht Geburt soll gehen und die ganze Plattform verwandelt sich, löst aber sicher an einen Eldritch Nightmare mit Tentakeln auf fantastischer Belichtung. Also ist es nicht, wie aus diesem Albtraum zu fangen. Wer auf gut alt Survival-Horror-Manier sind die natürlich nicht lange auf der Burinsel gehen.
Schiedere von der Besatzung die Albtraum ranken, die Spürung von der Plattform Besitzer graf von an sich wie oder durch die ganze Strukturzellen upegt, fängt an den Verstand zu verlieren, zu mutieren, andere Jurcht ob Evaluierung zu machen. Da trifft ihn dann natürlich besonders hart, weil die Einzelperson die mutieren am Anfang vom Spiel kurz kennenlernt. Das Spiel fährt durch die ganze Burinsel. Vom Oberdeck zu den Charakteren bis hin zum Maschinenraum gesittet aus einer ganzer Pracht. Und dat am Laufen der Story sogar purmal. So gibt verschiedene Bereiche mehr auf dem Spieler Besicht für zu weisen, wie sich der Level nur und nur verändert. Ein Reim können Betrüger gehen und alle sind nicht mehr erreichbar. Aber eine Sache kann ich sicher sein. Es verändert sich nie zum Besseren. Alles verwandelt sich am Laufen der Story an einen einzelnen Albtraum und dann kommen geht immer mehr unwahrscheinlich. Da das als ein Protagonist natürlich egal. Ob über Flutbereiche, wackelig Konstruktionen und den ein oder anderen mutierten Arbeitskolleg, nicht hält dem Mann davon auf, wie heimzufahren. Gegen mutante Viren kann ihn sich allerdings nicht. Da hilft nämlich die Bekannten verstoppen, Sachen werfen und sich Landschleichen trick. Dabei leitet der Fokus vom Gameplay nicht nur Vermeiden von den Gegnern. Es gibt noch kleine Puzzle zu lesen und der Kunde von der Plattform lang gibt eigentlich schon einen Grund, sich zu gruseln. Bei der Sache Atmosphäre, Sounddesign, auf alle Register gezogen. Ob Eingang oder über Flutbereiche, Still Wakes the Deep packt das Gefühl von Isolation perfekt anzufangen. Eine Burinsel geht vom Setting her schon durchklaustrophobisch zu sehen. Eine einsame Insel ohne Ausweg an hunderte Meter erinnert sich das eiskalt Meer. Das gepaart mit einem Lovecraftschen Mysterium jenseits allem Verständlichen, das Burinsel Schritt für sich beansprucht und die Ausweichmöglichkeiten immer mehr klein mischt. Vollend dann auch der Mix. Wem das dann nach der Tür geht, kriegt von allen Seiten nach der fantastische Sounddesign zu spüren. Von den Wellen, die weit in der Insel briechen, der Burinsel selber, die nicht all Schritt von ihr kriegst, oder der ganze Maschinerie, die die Insel verzweifelt probiert, Leben zu erhalten. Enttäuscht geht er nicht. Was dich allerdings enttäuscht kennt, ist der Schluss von der Story. Obwohl die Story für sich wirklich interessant war und noch viele Überraschungen geboten hat, könnte der Schluss ein wenig abrupt. So dass wir nur Durchzocken auch nur die Credits noch ein wenig mehr gebraucht hätten, für wirklich zufrieden zu sein. Damit komme ich auch zum Schluss. Still Wakes the Deep bringt mit einem unverbrauchten Setting Night Leben und Survival Horror. Die Story, obwohl es recht kurz ist, so ca. 3 Stunden, ist von Anfang bis kurz vor dem Schluss wirklich flott zu erleben und mich Lust auf mehr. Eine Lust, die leider zum Schluss vom Spiel nicht ganz zufriedengestellt wird. Für Leute, die für die Spooky Season ein gut aber kurz Spiel sichern, eine Xbox und den Game Pass haben, kann ich das Spiel aber ohne Vorbehalt empfehlen. Oder vielleicht lieber bis in einer artistischer Richtung. Wen bei Sylt und en gewissen Deitsch Insel muss denken, der immer gerne vu Punks angeholt wird, dem geht der Lomol den Horizont erweitert. Hei, wer da kein Bayer bixen oder du bies Parole vierfannen. Me, ein innerwässer Puzzle-Adventure, bei dem ihn sich auch gruseln darf. Ob es sich also mehr lohnt, auf vergessen Däfen zu tauchen, oder noch lieber sich ein gut an die Kanäle zu geheuen, dat verrunde ich heu. Nodems ein ominösen Text, jech etwas von einer Maschine an Ahn von Goliaths erzählt, erwäscht ihr als Taucher, den Boden von mir ugekett ist. Wen du hinkommst, wissen wir nicht. Du fängt auch schon direkt beim Haupt-Gameplay-Element an. Aus irgendeinem Grund kann den Taucher von Fisch Besitz ergreifen, also Gruppe meist mal direkt eine Piranha, du mat den als Ketten durchspeist. Den Taucher ist befreit, und so geht der Reis an dem unbekannten Meer an, ugedriven vom Willen, die am Text genannte Maschine zu aktivieren. Für den Rest vom Spiel gibt es allerdings keinen Text mehr. So muss ihr alles, was ihr gesieht und erlebt, vom Sinn hier zu Summe reimen und selber interpretieren, was heute die große Story soll sein. Gameplay-technisch ist das Spiel wie gesagt ein Puzzle-Adventure. Der Text, die steht vor einer enger Situation, die ist den Weg versperrt, man muss gucken, wer ein Fisch mit welchen Fähigkeiten die muss ersetzen, für weiterzukommen. Neben den Piranhen oder zum Beispiel Manten, die sich teleportieren können, oder Hammerheads, die ihr Schmauer können abbrischen. Aber aufgepasst,
Wann der vun engem Liewewiese Besitz ergreift, dreift er ohne Schutz rundherum. Et kann also sinn, dass er ugekraft geht, an dann den Abschnitt muss vu 4 starten. Och ginnet Wiesen, die ich direkt ugreifen. Nutzt du fir Fähigkeiten an den Terra für dat sie vitieren. De grosse Star vu Silt ass allerdings sein Artdesign as eng Ambiance. Ähnlich wie bei Limbo, hummere Teil mat engem monochronem Stil ze den mat engem prägnanten Character a Creature Design kombiniert gouf. Liewewiese gesi surreal aus, wirken awer immer vertraut. Die prägnant weis an ennnerstreichen dobei nach den einzigartige Stil vom Spiel. De Sound und Musik sind ha méi an den Hannergrund gehale gin, a gi nimmer gezielt agesat fir die bedreckende Atmosphäre zu verstärken. Mat singen ungefähr 3 Stunden ass Spiel ein Klangperl, den sech gemidtlich und engem oder 2 Ofener kann gin, a bis op de Fee, dat sech die eng oder einer Passage bisse fummelig ufehlt, hunne schneicht u Silt auszusetzen. Ob der also mat de Punksfeld feiere goen oder levert den atmosphärischen Ofenfeld geneessen, da da sie iwwer los. Ech wees allerdings, wo min Rees fir Halloween fir Tigoen. Ich weiß. Du bist Rose, weil Konami seit Jahren nicht mit der Silent Hill Franchise gemacht hat. Ich meine, schon genau das richtig für dich, endlich schon länger Paint zu lesen. Endlich, das ist ja also soweit. Der Remake von dem wohl bekanntesten Horrorspiel aus dem Jahr 2001 Go veröffentlicht. Silent Hill 2 von Konami aus Rumdo mit neuer Grafik und abgetuntem Gameplay. Me ass den Hype den populären James Sunderland als Mary berachtcht, ech schon mat Spielfirch ein Kamin genauer geguckt. Wéit Fernseit vom Originalspiel kennen, fängt auch dëst mo James an der bekannter 10 fir Spiegelun. Mary, kennst du wirklich Stosinn? Was Silent Hill? Tja, wir werden von nie gewöhnt gehen. Ich habe nämlich von einem nigerianischen Prinz geschrieben, dem ich will bestürden. Von daher, Millionen, hier kommen nicht. Und der Flughafen. Woo! Et gëtt ihn dann noch direkt gewur, was es am Spiel geht. Nämlich sich den James seg verstorbe Frau Mary. Die heiert richtig. Mary ist tot seit 3 Jahren und er wurde dem James einen Brief geschrieben, dass es sich aus Silent Hill abhält und do OP wacht. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen lusch. Me, natürlich, als guten Ehemann zickte James nicht lang und möchte sich auf den Weg an die verlorene Stadt Silent Hill. Sehr findet der Spieler dann noch an die große Stadt, wo ihn da schon auf die Eichler Figures trifft. Für die das Spiel nicht kennen, sind die ziemlich eklig und krabbelnd Gestalten, die am Nebel warten. Apropos Nebel, ich muss sagen, dass am Remake a puncto Setting, Atmosphäre wie auch bei der Grafik alles richtig gemacht gouf und einem wirklich Shooter ging. Und das konstant. Ein kleines Highlight ist, dass der Original-Soundtrack blieben ist, mit ein Upgrade von keinem anderen wie vom Akira Yamaoka gekriegt hat. Des Weiteren muss ich erwähnen, dass die Musik allgemein wie auch die Geräusche richtig gut sind und dazu beitragen, dass es immer voller Adrenalin bleibt. Ich meine, lasst ihr das heute nun. Wir sollen doch keine Angst tun. Irgendwann am Spiel findet dann auch den James den bekanntesten Utensilien, sein super coole Radio und sein berühmten, berüchtigten Dingen. Den noch einen kleinen Upgrade-Code und ein bisschen mehr bedrohlich ausgesagt. Später findet er noch die eine oder andere Waffe. Mehr als kleinen Tipp probiert diese Mann wie möglich zu benutzen, weil natürlich das Munition auch an diesem Spiel begrenzt. Aber wenn wir schon dabei sind, Kämpfe geht am Spiel noch well gut. Der Nahkampf wie auch Chase mit den Waffen ist ziemlich einsteigerfreundlich und nicht extrem kompliziert. Ich hatte richtig Spaß, all das gruselige Gefecht mit dem Bengel platt zu machen. Aber ich muss auch beichten, dass ich den Kampf auf Licht gestaltet habe. Andere von uns haben damit bessere Erfahrungen gemacht. Stell den Kampf auf Standard, kann es mal sein, dass den auf verschiedene Plätze verzweifelt. Allgemein am Spiel sind wirklich viele Gegner, meinem Geschmack nur ein bisschen zu viel. Praktisch an alle Ecken werden gestaltet nur wen, und heute sind dann noch 3, 4 auf einen Kehr. Bei Standard und Gegner dann natürlich auch mehr Kraft und holen einen dann mit einem Hit schon praktisch das ganze Leben fort. Ein ganz neues Feature am Remake ist Dodgen, wo in am Original sich Probleme hat, überhaupt dem Gegner aus der Face zu gehen.
kann er ausweichen. Das will aber nicht immer so richtig gelingen, sodass Monster in einem aber ein verpassen, auch von den eigentlich ausgewichen ist. Heilungsobjekte gehen am Spiel auch, die sind aber limitiert, was dann zusätzlich dazu beiträgt, dass den James die ein oder andere Kehr mehr den Lappen luftet. Als kleiner Tipp, benutzt ihre Bengel und macht all Vitrinen auf Fenster für die dir fand. Ganz oft verstoppen sich Heilungsmittel durch. Stark? Du weißt schon, dass du den kleinen John Schlüssel drin hast, ja? Ein wichtiges Element vom Spiel sind dann auch die Rätsel, die mal mehr, mal noch schwer zu lesen sind. Du hast dann auch mal Zeit durchzuatmen und kannst dich ganz auf die Rätsel konzentrieren. Was die perfekte Auflösung ist zu all dem Herzklappen, den ihr beim Rest vom Spiel hört. Die Schwierigkeit von den Rätseln kann ihr dann im Wettkampf individuell erstellen. Jumpscares sind natürlich auch dran, die haben sie gut an 10 gesagt, also ich habe mich nicht selten richtig gut erfeiert. Betonen muss ich aber, dass Silent Hill hauptsächlich ein psychologisches Horrorspiel ist, auch vieles symbolisch ist, also nicht das klassische Horrorspiel. Des Weiteren besichtigt er wirklich all die bekannten Plätze, die ihn aus dem Original kennt, wie zum Beispiel das Woodside Apartment oder die Klinik. Auch die ein oder andere neue Platz aus beikommen, an all die Bereiche laufen wirklich flüssig an den Nähen. Das heißt, die nostalgischen Loading Screens sind nicht mehr da. Irgendwie beginnen dann auch könnte Personagen wie Angela, den Eddie oder die Maria, just für der zu nennen. Da muss ich sagen, dass Cutscenes und Interaktionen zwischen den Charakteren wirklich authentisch gemacht sind. Fehlen am Remake dürfen natürlich auch nicht den berüchtigten Pyramid Head aus den Krankenschwestern, die auch richtig viel zu Pferden ausgesehen. Das Spiel holt ihn auch gut 16 bis 18 Stunden durch und dauert dann auch mehr wie doppelt so lang wie das Original. Auch hier holt ihn dann verschiedene Endings und das kein 4, mehr ganze 8 Stück. Was dann auch Bock möchte, sich mehr wie immer durch das Spiel zu kämpfen und die verschiedenen Schicksale von James rauszufinden. Mein Fazit! Am Großen und Ganzen hat mir der Remake von Silent Hill 2 bislang wirklich gut gefallen. Den Hype ist definitiv berechtigt. Düster, mysteriös und Gänsehaut pur mit kleinen Mangel. Den James ist halt Gillian als Kennedy und die sich im Kampf in dem Novell ein bisschen schwer. Mehr Konami respektiert die Originalspieler und hat all wichtig und bekannte Szenen gedurcht. Allerdings, mir gehen auf verschiedene Plätze, dass sie einfach probiert haben, den Remake unnötig mit typisch billigen Horrormomenten zu füllen. Das Gefühl kriegt ihr bei einem Resident Evil 4 Remake zum Beispiel nicht. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach definitiv zu wert. Ich war gefesselt und hatte bislang richtig viele Stunden voller Spaß und Angst zugleich. Das Spiel hat für mich an meine persönlichen Top 3 Favorites gepackt und ich kann nicht nehmen und Herz legen, es selber ein Kehr Silent Hill zu erkündigen. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Oh, fuck. Was war da nur los? Also ich meine, für die nächste Halloween-Folge habe ich mir frei. Also ich so nicht. Ich bin nur froh, dass man den Horror überstanden hat. Oh, noch die Gasse. Hey, Moment mal, wo hast den Tape da hin? Ich hatte ihn nicht mehr ausgelehnt.